Campen bei Dauerregen. So macht es keinen Spass. Das Paar hat beschlossen, wieder heimzugehen. Jetzt ist einfach ein bisschen genug, weil die Schuhe sind nass und die Hosen sind nass. Es ist einfach alles nass. Die Familie möchte noch ein bisschen ausharren und der Wetterkapriole Paroli bieten. Die einen schiessen an, die wollen am liebsten heimgehen. Die einen wollen gerne bleiben und durchziehen. Bei schönem Wetter wird der Campingplatz am Wallensee ausgebucht. Jetzt sind aber nur 6 von 50 Plätze für Touristen belegt. Die Platzwartin und ihr Team probieren, die gröbsten Schäden zu beheben. Aber ihnen sind ein bisschen die Hände gebunden. Wir sind ein Naturcampingplatz. Das heißt, wir dürfen nichts befestigen, keine Drainagen und Sachen ziehen. Und wir haben viel Matsch, weil wir stehen auf Waldboden. Und das ist das Einzige, was wir machen können. Wir dürfen Holzschnitzel ausbringen auf die Plätze, die nicht im Wasser sind, aber dass man halt zumindest nicht im Matsch steht. Nicht alle Gäste lassen sich die gute Laune verderben. Ich finde, man kann auch aus diesen Ferien viel lernen. Zum Beispiel eben so, dass man zum Beispiel da irgendetwas, wo es ihnen sagt, oder so, dass man es verbessern kann und so. Und eben so kommen auch manchmal Ideen. Auch die Tourgäste, die seit 50 Jahren hier campen, lassen sich nicht aus der Ruhe bringen. Ich geniesse sogar zwischendrin einmal 2-3 Regentage, weil dann ist es ganz ruhig hier auf dem Platz. Und ich finde, der Erholungswert ist dann noch höher. Man kann also auch aus dem tristen Wetter noch etwas Positives herausholen.